Matteaus, diesen 20. Januar on 2024, klok 10 s'morgens. Dit is het Deutsche radioprogramma met jullie hier, Mr. John Peters, met gedankens uit Gottes Woord. En we merken vandaag vorig met Matteaus, kapitel 16. Dit lied wordt helemaal afhangt, dat is Weinsang. Lass dein Lebenswasser fließen über mich. En ik lees wat is terug, die zegt, du beveelst und jeder Sturm beruhigt sich. So, wo immer die Sturm mag in dein Leben sein, en weer Verbindschaften mit anderen Menschen, Kinder, Grootkinder, Ehepartner, die Geldsachen, die Gesundheit, wo immer die Sturm mag sein, wat je in die kamp mag zien wordt, den Sturm von der Stelle en doen. En beruhigen in die leven in noemen Jezus. Amen. Alright. So wir zijn in Matteaus 16. Wir sitzen, wir worden von der vorig merken. En dat viermal, dan hadden we dat Thema van wo Jezus op einmal stilhält. En vraagt die jongen een wichtige vrouw. En dat is de wichtigste vrouw im leven. De wichtigste vrouw im leven is niet met wem was die bevrijen, wer bist du, wat van de arbeid is, wie wil je gemeente hier. Dat zijn alles wichtige vrouwen, dat is niet wat ik zei. Maar de wichtigste vrouw, even al die vrouwen, dat is de vrouw wat Jezus Christus hier zijn jongen vraagt. En dat is, wer zijn de mensen dat ik zie? En dan gaat er nog dichterbij en dan vraagt hij, wer sei je dat ik zie? De laatste vrouw in alle eeuwigheid, geloofst u dat Jezus Christus God te zien is, zoals Petrus hier zegt, geloofst u dat hij de gezalte is, de heiland van de wereld, geloofst u dat hij gestorven is, voor die zin, en opgestaan, en has hem ooit als die Heer en heiland, dat is de wichtigste vrouw. Wanneer je dat gedaan hast, dan best rijdt voor de eeuwigheid. Wanneer je dat nog niet gedaan hast, dan best niet rijdt voor de eeuwigheid. En du leert wat slechtet voor die. En zo, onze boodschap is allemaal waar. De heiland is gekomen. Hij wie hier op Eden. Hij starf voor die zin. Hij is opgestaan. Hij is bij een himmlische Vader. En hij komt terug. Wer dat aanneemt im geloven. En wer zich heijeft te deze Jezus Christus. Der is geraad. Sagt de schrift immer waar in Johannes kapitel 3. Hier is Johannes kapitel 5. Da kannst du Bücher reimen, dat het plus zelfs lezen en aannemen. En zo, Jezus heeft nu Petrus geloofd. Du hast het gevoeld. Die is het klaar. En dan zegt Jezus, dat komt niet meer van deze wereld, dat komt van onze himmlischen Vader. En op deze waarheid wil ik mijn kerk bouwen. Niet op Petrus, maar op de waarheid wat Petrus Jeroens evangelium gebracht had. Op die wil hij de kerk bouwen. En de kerk is gebouwd op Jezus Christus, zijn sterven en opstaan van dood. En zo, nu zegt het weer in kapitel 16, van die tijd aan, fing Jezus aan en wijst zijn jongen, dat hij wil maken gaan naar Jeruzalem. En hij wil de lieden van de oudste en de hoge priester, dat schoon te zijn, en bij de oudste en de hoge priester zegt het hier, en de schriftgeleerden. En hij wil ze aanbrengen en hij wil in de derde dag opstaan. Petrus, krijgt Petrus wat groots, zo wondervol schijnend gezegd had, die zegt daar nu, en dat zegt niet van Petrus, en Petrus nam aan, te zien en zei haar, niet zo stil, dit wordt niet zo passeren. En dan draait Jezus zich naar arm en zei te Petrus, weg van mij zoeten, die is mij hier veroordelen, die was niet dat wat göttlich is, maar dat wat menselijk is. Dan draait Jezus zich naar zijn jongen en zegt, wanneer we wel nu volgen, dan moet ik zelfs verliezen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wer zijn leven houden wil, wordt het verliezen. Wer zijn leven over verliest, om mij het willen, die wordt het vinden. Wat helpt een mens uit, wanneer hij de ganze wereld gewint en zijn zeil schuden aandeed? Oder wat kan een mens geven, om zijn zeil
erlösen. Dat wordt geschehen, dat wordt passieren, sagt Jesus. Die Menschen sehen, wat kommt, en de Herrlichkeit von zijn Vater met zijn Engel. En dat wordt hij in iedereen einem geven, in zijn woord. Ik sage zu junt, hier staan etliche hier in dieser Gruppe, die waren nicht in Deutsch machen, aber sie den sehen, sein kommen, en zijn Recht. Hier ist viel Band. Wir sehen, dass das von der even waren fertig merken. Hier ist so viel Band. Und so Jesus fängt nu das Thema an zu drehen. Hij hat Wunder getan. Hij hat 5000 gefeiert, dann 4000. Hij ist auf dem Buddha gegangen. Und die Jünger haben sich gewundert. Wegen das wir ein Wunder, nicht so? Und nu fängt Jesus an, das Thema zu drehen. Nu fängt er an zu reden von seinem Sterben. Warum ist das wichtig? Weil die Jünger haben diese Wunder gesehen und freuen sich, dass hier ist der Heiland, der wird eine Gruppe Soldaten aufstellen, dann wird er gegen das römische Reich gehen, dann wird er Israel treten in ihrer Herrlichkeit. Und Jesus redet hier von Sterben. Jesus redet hier von Leiden. Und das wird passieren von den Kirchenlehrern, die ältesten Schriftlehrer und hohen Priester. Petrus ist im Stich und er sagt, Jesus nicht so steht. Weißt du, was hier passiert wird? Petrus muss sein Denken umswitchen. Petrus muss sein Hort ändern. Petrus hat klar, was der Heiland will tun. Aber der Heiland hat einen anderen Plan. So, zu wem redet Jesus hier, wenn er Petrus checkt und sagt, weg von mir Satan? Nein, er den Petrus an Satan? Nein, er redet nicht. Er redet zu dem Feind, was an Petrus vielleicht was totrat hat, und durch Petrus reden wird. Wegen der Feind will nicht haben, dass Jesus sterben soll. Der Feind, der wisst diesen Erlösungsplan, der kann das, und der Feind will nicht haben, dass Jesus das soll durchgehen. Die Prophet durch Peter, Jesus zu bereden, nicht so steht. Und Jesus ganz klar in Nicht, wie in seiner Plautdietsch, nicht, sagt, weg von mir, Satan. Die wirst nicht dort, was Gott will, die wirst dort, was Menschen wollen. Das ist der Unterschied. Was wollen Menschen? Weil Menschen wollen ihr, die wollen Herrlichkeit, die wollen Reichtum. Was will Gott? Gott will Buße, Gott will den Hort, Gott will Gemeinschaft haben mit dir und er will deine Seele raten für alle Ewigkeit. Und das, wie Jesus dann in die Hand drehen wird, und dann sagt er, wer sein Leben holen will, der muss es verlieren. Das war ein Nennkampf von das himmlische Reich, das ist so anders als das Weltreich, nicht so? Und das himmlische Reich, weil wir das Leben holen will, dann muss wir das abgeben. Was bedeutet das? Das meint Jesus alles geben. Dein Hort, deine Seele, deine Gedanken, jemand hat gesagt, dein Checkbuch, dein Geld. Ich sage nicht, dass er das alles als weggeben. Aber jetzt Gott hat, sodass Gott der Boss wird, der Wirt, der Meister über den Haben geht, über den Geld, und dann wirst du dich vielleicht wundern, weil er das eben vermehren wird, weil nu wird es für seine Ehe und seine Herrlichkeit gebraucht. Aber Jesus wenkt hier auch noch was wichtig. Das ganz wichtigste Ding im Leben ist deine Seele. Deine Seele, die wird entweder in den schönen Himmel sein für alle Ewigkeit oder in der schrecklichen Hölle. Und so ich frage Jesus hier eine Frau und sage, was hält das, wenn du die ganze Welt gewinnst? Und meine Freunde, die Welt hat viel. Die städtische Economy, die ist 2, 3, bis 6 Trillion Dollar im Wert. Die wirst alle können haben, die wird alle können Dienst sein. Die wirst das ganze Habengut haben von der ganzen Welt. All das Gold, all das Öl, alle Vorteile, alle Arbeiter. Und ich sage, Jesus, aber wenn deine Seele verloren geht, was hast du dann? Dann hast du nichts. Wenn das ist alles täglich, wir haben Luther Tiet so viele Menschen gesagt und haben die begruft. Was lehrt uns dort? Das ist alles täglich. Das bedient uns sehr wenig im Vergleich mit der Ewigkeit. Jesus fragt hier die Frau, was hält das alles gewinnen in der Welt, über die Seele verlieren? Und ich sage da zum Schluss, dass er wird zurückkommen und in Herrlichkeit von seinem Vater. Er wird nicht zurückkommen als ein Baby, ein armes Baby in der Grab. Er wird zurückkommen als ein König auf dem Wittet Piet, mit einem Schwert in seinem Mühl und seinem Mühl und zum Rache Eiven, zum Abrim, zum seine Tränen Hüsseln und zum seine Fien vertilgen. Und dann wird er, sagt hier, er wird eine Belohnung geben durch die Boy. Das redet nicht von der Seligkeit. Die Seligkeitsgerechtigkeit verbiegen mit am Nu annehmen, das sagt es dort in Johannes 3 und Johannes 5, das Gerecht von den Himmelkost verbiegen mit nu Jesus annehmen. Aber das ist ein anderes Gerecht, um die Belohnung geben für die Boy. Und dort wird herrlich sein und dort wird schön gehen.
Dann sagt er, was interessant ist. Hier sind Menschen, die hier stehen, die waren nicht gestorben, aber kein Recht gekommen ist. Well, meint das nu, dass die Jünger leben nach Himmel war? Wenn heißt noch nicht gekommen? Nee, das ist nicht, was es meint. Was es meint ist, als Jesus starb und abstand, und als der Heilige Geist zurückgegoten wird, dann fängt nicht Himmelreich an. Er fängt nicht Kapitel an. Und viele von denen, die hier stunden, wären da und haben es gesehen. Das ist von was es hier redet. Das redet nicht von. Und die Jünger hatten hier fertig verstanden. Viele dachten, dass sie würden noch leben, wenn Jesus zum zweiten Mal betreibt. Aber er redet hiervon, sie in Königreich abstellen, ab ihr. Er ist der König, er ist der Meister. Sie in Königreich ist hier. Das wird gewinnen, das geht vorwärts. Und wie dann Menschen halten Raden, die nehmen Säulen 3 in 7 Reich. Und das Königreich ist hier, das ist gesund, das geht wieder. Besonders in den States war das vielleicht nicht zu sagen, hier in den States wird alle Schwätzes von den Kirchen aufnehmen, nicht so? Die waren weniger, die waren kleiner. Aber so wie hier in Afrika und in Asienländern, die Kirche, die Boss, die Nicht, die verdoppelt sich, die vertrippelt sich. In Südamerika, der Gott Wunder von Heilung, sogar die Deutsche stehen ab. Gott ist in der Ordnung, mein Freund. Und sein Königreich hat eine Gewalt gemacht. Und das ist Matteaus Kapitel 16. Wir gehen wieder. Ich sage mal sehr Dankeschön für Horchen. Sehen wir uns das nächste Mal. Lass